Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 10. Spieltag der Bundesliga, und der FC trifft auf die Fuscher-Truppe aus Wolfsburg. Und von uns aus kann die ganze Sache natürlich gerne so weiterlaufen wie gegen Borussia Dortmund. Was für ein unglaublich geiles Spiel. Genauso wie letztes Jahr schon wieder ein Sieg am absoluten Tiefpunkt, wenn kein Mensch mehr an dich glaubt. Ja, und schon wieder nach einem unsäglichen Auftritt gegen Union Berlin. Ja, und schon wieder mit ganz jungen Spielern im Kader. Ne? Damals mit Jakobs. Thielmann gab sein Debüt gegen Leverkusen. Und diesmal gegen Dortmund hat Cestic ja wohl ein Wahnsinnsdebüt abgeliefert. Großartig, ja. Und übrigens auch schon wieder, ja, gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner. Damals, wie du gesagt hast, Leverkusen, heute Dortmund, also eine Etage höher. Ne? Und wir haben das seinerzeit so ein bisschen vorhergesagt. Unser Motto am Spieltag hieß nämlich, ich glaube, ich spinne. Ne? Ja, aber Leute, sind wir doch mal ganz ehrlich. Also wer sowohl damals gegen Leverkusen als auch diesmal gegen Dortmund mit einem Sieg gerechnet hat, das muss ja schon wirklich ein richtiger Spinner gewesen sein. Und wenn man jetzt auch noch glaubt, dass es genauso weiterginge wie letztes Jahr, dann muss man schon ein wirklicher Spinner sein, so wie es wir FC-Fans natürlich auch sind. Ja, wieso das denn? Ja, es ging doch so weiter. Letztes Jahr kam dann der Sieg gegen Frankfurt. 4:2 haben wir gegen die gewonnen. Leute, das ist doch mal eine Ansage. 4 Tore jetzt gegen Wolfsburg. Ne? Das ist eine Wette wert, würde ich sagen. Ja, und dann kam Werder Bremen und unser Motto damals lautete, ein Team, ein Traum. Und wir haben 1:0 gewonnen. Und warum? Weil wir genau wie jetzt gegen Dortmund ein Team auf dem Platz hatten. Und das Schöne ist ja wirklich, unsere Jungs können das. Wenn sie laufen, wenn sie füreinander arbeiten, wenn sie eine Einheit auf dem Platz bilden. Absolut. Ne? Übrigens ging es dann nach der Winterpause ganz genauso weiter. Und zwar gegen wen? Das ist ein Witz eigentlich. Gegen Wolfsburg. Da hieß unser Motto, et hetz schlägt in Müngersdorf. Ja. Da wird man ganz wehmütig. Ne? Und das Ganze war der 4. Sieg in Folge. 3:1. Ja, und Leute, das toppen wir dieses Jahr. Ja. Denn unser Kölscher Adventskranz hat diesmal 5 Kerzen. Und die erste aus dem Dortmund-Spiel, die brennt schon. Ja, die haben wir schon gemacht. Die zweite ist dann Wolfsburg. Die zünden wir jetzt erst an. Ne? Die dritte wird Mainz sein. Ja, die 4. Leverkusen. Und zum Schluss Red Bull Leipzig als 5. Kerze. Und dann haben wir nicht nur 5 Kerzen und 15 Punkte, sondern wir haben auch ein noch fetteres Wunder geschafft als letztes Jahr. Ja, absolut. Wir gucken ab jetzt in die Zukunft. Ja, 18 Spiele ohne Sieg ist vorbei. Jedes Nimi, völlig egal. Jetzt geht's in eine andere Richtung und genau das steht natürlich wo? Auf den Shirts, logisch, ne? Tschüss, Elend! Hallo Zukunft! Wenn das keine Wende ist, ne? Mensch. Würde ich mal sagen. 2 ganz, ganz optimistische Kölsch. Auf 3 Punkte! Grüß euch, die Leute. Und mal so ganz nebenbei, wir haben unser erstes Geisterspiel gewonnen. Ich kann überhaupt nicht sagen, wie mich das erleichtert. Ja? Man rennt plötzlich wieder mit einem Lächeln durch die Gegend und man weiß, alles ist möglich. So sieht's aus. Und wenn wir dann irgendwann im nächsten Jahr auch endlich wieder ins Stadion dürfen, dann hat die Zukunft auch wieder einen Sinn. Ja, apropos Zukunft. So Geisbockheim Ausbau, ne? Was ist da denn los? Ne? Da wird wohl nichts, ne? Also dieses Elend, das werden wir irgendwie in Zukunft hier mal behandeln an dieser Stelle, denke ich. Genau. Ne? Das jetzige Elend, das kann sehr gerne bei Schalke 04 bleiben. Bis dann. Tschüss, Leute.